Bun domiste, adütes e aduc, in nom de l'intendanța ladina, poi vă salude por cash live webinar. Sunt un tema che ne server da 12 anni, oramai da naninca, la pandemia da Covid-19. Ein herzliches Grüß Gott an alle, die heute an unserer Live-Video-Veranstaltung teilnehmen. Ich hoffe, dass Sie gesund und wohlauf sind. Gestatten Sie, dass ich mich kurz vorstelle. Ich heiße Emanuel Gravino. Zusammen mit dem gesamten Team der Ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion betreue ich den Gesundheitsbereich in den Schulen. Die Bedeutung der Gesundheit hat gerade in letzter Zeit ungeahnte Ausmaße in all ihren Ausprägungen angenommen. Die heutige Veranstaltung trägt den Titel Covid-19, eine Geschichte und Probleme aus der Sicht des Experten. Eine Geschichte, die leider ihren Anfang finden musste und nicht in absehbarer Zukunft zu Ende scheinen will. Dazu haben wir den bekannten Immunologen Professor Dr. Bernd Gensbacher eingeladen. Professor Gensbacher, ich darf Sie hiermit ganz herzlich begrüßen. Wie Sie alle wissen, ist Professor Gensbacher international anerkannt und Mitglied der EMA, der Europäischen Arzneimittelagentur. Willkommen heißen wir auch an unseren Landesrat Daniel Afreider, die Landesschuldirektorin für die Ladinische Schule Edith Ploner, sowie alle Schulführungskräfte, Lehrpersonen, Studierende und Eltern. Bevor ich unseren Assessor sowie unsere Schulamtsleiterin um ein kurzes Grußwort bitte, noch einige technische Hinweise. Während der Veranstaltung ist Ihr Mikrofon ausgeschaltet. Fragen und Anmerkungen können über den Chat gestellt werden, und zwar folgendermaßen. Schalten Sie auf dem PC oder auf dem Tablet oder Smartphone oben rechts die Chatfunktion ein, indem Sie auf die Sprechblase mit dem Fragezeichen klicken. Ihre Fragen werden im Anschluss an den Vortrag beantwortet. Dankeschön. Un caloroso benvenuto a tutte e a tutti voi al nostro evento live. Spero di trovarvi in buona salute. Già, la salute, una dimensione che ultimamente ha acquisito un significato molto impegnativo in tutte le sue sfaccettature. Stiamo vivendo un momento complicato che richiede una continua capacità di adattamento e di flessibilità, una grande pazienza e resilienza. Oggi avremo la possibilità di ricevere da mano esperta. Ja, Herr Professor, wie hören Sie? Ok, ich gehe weiter. Oggi avremo la possibilità di ricevere da mano esperta le informazioni utili e necessarie per poter far fronte a questa crisi. Herr Gravino, ich kann Sie nicht hören, gell? Nicht? Aber ich höre Sie. Man hört schon, passt schon. Ok, danke. Come dicevo, oggi avremo la possibilità di ricevere da mano esperta le informazioni utili e necessarie per poter far fronte a questa crisi. Il titolo del nostro evento oggi è appunto Covid-19, storia e problemi da un punto di vista dell'esperto. Con grande piacere posso annunciarvi il dottor Bernd Gensbacher, che sembra non sentirmi, ma ci sono, professore di fama internazionale e membro dell'EMA, l'Agenzia Farmaceutica Europea. Lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito e lo preghiamo in seguito alla sua presentazione di dare una risposta anche alle vostre domande. Ricordo brevemente che le domande non saranno visibili pubblicamente nella chat, ma che poi in seguito verranno riportate al nostro referente. Va bun, con plajai, daisa inant la parola a nos assessor Daniel Afreider, dar Belgiulan. Dar Belgiulan a Emanuel Gravino, a tutto il team, a Bruno Ferdig, alla intendanta Edith Ploner, a tutti che ha organizzato questo webinar.
Mossuradut un gran Giulan Aduchik fez anche da questa manifestazione. La scuola, nel mondo da Vignedet, che dice il tema del Savai è un tema che si accompagna a Vignedet. A nos Savai de Pleu, a scuola uns ti insegna a nos mitungs Vignedet valanu e naturalmente te questa situazione critica che nos del Covid e naturalmente il tema del Savai de Pleu, na domanda che facciamo Vignedet. Savai cica lecas virus, savai cine che les regulas, savai cine che suradut les regulas per il mondo della scuola e un tema sul quale nos Vignedet se probunda deja e naturalmente alle niet lut saurince ci fa rispostas a vigni domanda. Per cal el per nos un onur avai in che con nos professor Gensbacher che naturalmente rinch member delle istituzioni europee a alt livello proprio schick espert da se rispond su alcune domande che vengono da nos a. Una cosa que me fez plagiar em que podai comunicar da to que les seguintes três genitores e mitons e estudantes magar em que colega esta situação ria é sobretudo na situação ria em por as famílias por nós dos cães por que mitons para a escola e sobretudo por mitons em estágios escolares e escolares em que a junta provincial toda a decisão que as escolas de elementare e anche le scoline da prossimo lunes poi in doppia IA. Naturalmente teniamo tutte le misure di sicurezza possibili, ma per noi è importante che la scuola, soprattutto elementare e la scolina poi in doppia IA. E che mi fece un gran piacere, la scuola mzana e la scuola alta mi sarà molte sluta per le prossime edmes, audai la situazione pandemica si miglioraia. Ich weiß nicht, ob uns Professor Gensbach in der Zwischenzeit auch wieder hören kann. Ich glaube schon, auf jeden Fall, so wie es aussieht. Es ist für uns eine Ehre und eine Freude, Sie heute dabei zu haben. Professor Gensbacher, wie Sie alle wissen, ist ein Experte in diesem Bereich, aber vor allem kann uns behilflich sein, gerade bei dem Durst an Wissen, das wir alle haben, auch um Entscheidungen besser zu verstehen, aber vor allem auch für Entscheidungsträger, auch um Entscheidungen besser treffen zu können. Es ist natürlich, und das werden wir später hören, sicherlich eine nicht leichte Zeit. Wir haben das ja jetzt ein Jahr lang leider schon erleben müssen, sei es was gesellschaftlich anbelangt, aber vor allem auch wirtschaftlich anbelangt. Also wir haben eine Situation, wo wir sehr, sehr stark gefordert sind und es braucht hier sicherlich einen Weg in Richtung Lösung dieses Problems. Und hier braucht es natürlich auch Antworten von der Wissenschaft, Antworten gesellschaftlicher Natur und vor allem auch politischer Natur. Und deswegen für uns sehr, sehr wichtig, dass wir auch als Bildungsdirektion, auch als Assessorat für Schule und Kultur, dass wir hier zurückgreifen können auf Expertenwissen, damit wir diese Situation meistern können, damit wir vor allem aber auch den Alltag und mit positiver Energie die nächsten Wochen und Monate auch angehen können wie bisher, damit wir so normal wie möglich die Schule wieder aufrechthalten können, dass wir in Präsenzunterricht erleben können, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, aber trotzdem, dass wir uns nicht zurücklehnen, sondern vor allem Lösungen finden, wie wir das Problem angehen können. Und in diesem Sinne nochmals vielen Dank an alle, die heute mitmachen. Es sollte ein Webinar sein, von dem wir auch lösungsorientierte Inputs finden. Natürlich ist auch immer wieder Kritik an den vielen Maßnahmen, die es gibt und die getroffen werden, auch vom Sanitätsbetrieb, auch nicht nur in Südtirol, auch national und europaweit vorgegeben werden. Aber es ist wichtig, dass man hier mit Expertenwissen auf einige Fragen eingehen kann, damit wir es besser verstehen und eventuell eben auch für unsere Realität bessere Lösungen finden können. Die ladinische Schule ist eine sehr kleine Schule. Wir haben unterschiedliche kleine Strukturen in den Tälern, im Gardertal, im Grödnertal, sehr viele kleine Schulen, was ja oft auch teilweise als Kritik war.
Heute stellen wir in dieser Situation auch einen Vorteil, weil es eben natürlich kleine Schulen sind, weniger Studenten, und wir sind überzeugt, dass wir Lösungen finden können, dass wir hier so gut wie möglich auch in dieser kritischen Phase den Schulunterricht gestalten können. Wie vorhin gesagt schon worden ist, auch von Emanuel Gravino, mit positiver Energie auf Bewegung und so weiter unsere Schüler und Kinder hier anspornen können, damit wir auch als Menschen weiterhin aktiv sind und uns nicht nur vom Negativen dieser Pandemie zu sehr mental und physisch beeinflussen lassen. È per noi un onore, e non vorrei ripetere tutto anche in italiano, però è un onore avere con noi il professor Gensbacher a questo webinar. Ringrazio tutti dell'intendenza, Emanuel Gravino che ci coordina oggi per questa possibilità di informarci, di chiarire alcune domande e soprattutto per trovare soluzioni a tenere in piedi l'insegnamento il più possibile in presenza. Vi comunico che le scuole elementari, le scuole e gli asili saranno riaperti in presenza da lunedì prossimo, decisione presa oggi in giunta, naturalmente tenendo conto di tutte le misure di sicurezza, però soprattutto la scuola ladina ha la caratteristica che ci sono tante piccole strutture, piccole scuole, gli insegnanti ai quali va un grazie e un complimento, che si stanno impegnando molto proprio per mantenere la didattica il più possibile in presenza. Per le scuole superiori e medie invece ci sarà ancora un po' da aspettare, sperando che i numeri dei contagi nelle prossime settimane diminuiranno. In ogni caso chiudo subito perché la persona più importante oggi è il professor Gensbacher e vorrei tornare la parola a Emanuel Gravino, ringraziando ancora una volta tutti per essere oggi collegati a questo nostro webinar. Darbel Julang, assessor, les paroles de courage e de sbürla. Zain dai attira inant la parola a nostra intendanta, Edith Ploner, Darbel Julang. Ecco, un buon domesde, in sta mia pert a Duce e a Dutes, alle cente stan tot personas, liade sitet cash momente cash pur nos un onur in plagiai. Il fin de cash domis det cash webinar cale cal sura dut da de inant informazione attualizzata, calo di che ince la scienza adora su temps pur sessura, pur rovessura, pur avai dac da pudai, dijun base ince pur tocan cale ils decisions e de inant consais ince nostra politica. Giulang ince l'assessur che l'ha fatto possibile cash webinar e l'ha sostenuto das cominciamento in sé. Also es ist im Moment sehr wichtig, fundierte Informationen zu haben, damit erstens einmal anders mit der Angst umgegangen ist, denn je mehr man weiß, umso weniger Angst macht uns das Unbekannte. Deswegen also ein Ziel, gute Informationen zu haben, fundierte Informationen zu bekommen und sie nicht nur aus den Social Medias interpretiert und überinterpretiert, also zur Kenntnis zu nehmen. Also es gibt sehr viele Themen. Die Themen, die wir in dieser Woche bearbeitet haben, das waren die Impfungen nunmehr auch für das Lehr- und Schulpersonal. Natürlich dann auch das Thema der Ansteckungen und der Mutationen. Also das Thema begleitet uns ständig und unsere Bildungsinstitutionen sind aufgefordert, auch unsere eigenen Antworten und ein verantwortungsbewusstes Umgehen mit diesem Thema. Wir wissen, dass die gesamte Gesellschaft gefordert ist und dass wir alle aufgefordert sind, im Sinne von Verantwortung, Solidarität und Zusammenarbeit einfach die bestmöglichen Lösungen zu finden und auf diesem Weg auch weiterzugehen. Allora, l'obiettivo di questo pomeriggio è sicuramente quello di poter giungere alle informazioni di prima mano, direi, da parte di esperti che si confrontano a livello internazionale per togliere la paura, per avere possibilmente una base di informazione comune sulla quale poi proseguire con fiducia
ma anche con attenzione, con rigore al tempo che in questo momento ci è chiesto di dare una soluzione. Grazie e passo al moderatore. Tarbel Giulan Ciaos intendanta, por estas parolas, še que es dit inch adima l'assessura il savai cash moment, savai schexmei, savai ple informations possibiles e tres dar important. Okay, und nun möchte ich das Wort an unseren Doktor weitergeben, Professor Gensbacher. Nun freuen wir uns auf Ihre Ausführungen. Danke. Vielen Dank, Frau Ploner. Sie haben die Idee gehabt, aber auch vielen Dank an Landesrat Alfreider. Es ist meine Meinung, dass die Politik vorausgehen muss und gerade in diesem Fall eben ein Zeichen setzt, dass eben die Bevölkerung gut informiert ist. Wir wissen, dass am Ende immer diese Gesellschaften voraus sind, die eben ihre Bevölkerung auf dem höchsten Wissensstand halten. Schauen Sie sich den Planeten an, wo die besten Universitäten sind, und dann werden Sie sehen, welche Gesellschaft im technischen oder auch in anderen Bereichen weit voraus ist. Und das gilt auch hier. Wir haben eine ganz schwierige Situation. Es sterben nicht nur Menschen, es stirbt auch die Wissenschaft, es stirbt auch die Wirtschaft. Und die einzige Waffe in solchen Situationen ist Wissen. Wissen hat bisher schon viele Probleme, auch ähnliche Probleme beseitigt, und ich werde noch darauf zurückkommen. Und nur die Wissenschaft hat das gemacht. Nicht die Politik, nicht die Religion, nicht die Wirtschaft. Und was meine ich damit? Das, was jetzt gerade passiert da, ist auch für die Menschheit gut, weil es uns endlich auch einmal unsere Grenzen zeigt und zeigt, dass wir nicht alleine sind auf diesem Planeten. Wir sehen alles durch unsere menschliche Brille, glauben, alles orientiert sich nach uns, dass wir die Vorherrschaft haben auf diesem Planeten und tun und lassen können, was wir wollen. Das stimmt nicht. Und schauen Sie sich nur mal das Zeitfenster an. Den Menschen gibt es seit 200.000 Jahren und das ist ja nur ein Augenschlag in der Historie von dem Planeten. Die Dinosaurier hat es über 200 Millionen Jahre gegeben. Und warum sage ich das? Ja, weil uns jetzt mal die Natur zeigt, dass eben neben den Menschen auch andere Dinge vorkommen, wie zum Beispiel Viren, die genauso leben wollen wie der Mensch. Und diese Viren, die gibt es schon viel, viel länger als der Menschen. Die gibt es schon seit Milliarden Jahren. Und die sind auch zum Teil eine Voraussetzung dafür, dass es den Menschen überhaupt gibt. Warum sage ich das? Ja, zur Zeit der Einzeller und der Zweizeller sind die Zellen immer wieder von Viren infiziert worden. Und es ist so in der Natur, dass wenn eine Zelle ein genetisches Material hat, dann braucht sie das alles zum Überleben. Und es ist ganz schwierig, neue Gene zu machen. Wenn aber ein Virus reinkommt, der Virus eine Zelle infiziert, dann ist es ein Spielgrund, neue Gene und neue Funktionen auszuarbeiten. Und so ist aus den Einzellern, Zweizellern schlussendlich der Mensch entstanden. Und diese Viren haben also viele, viele evolutionäre Tricks, wie sie ihr Überleben eben absichern. Wir sehen das ja dadurch, dass sie eben mutieren. Ich komme auf das noch später zurück. Aber das ist etwas, was sie eben aus ihrer Vergangenheit gelernt haben, weil wir haben jetzt zur heutigen Zeit nur mehr mit den Viren etwas zu tun, die eben gelernt haben, sich an die Umgebung anzupassen durch ihre Mutationen. Nun zu den Coronavirus. Es gibt sehr viele Virenfamilien, ich gehe nicht darauf ein. Es gibt allein bei den Coronaviren mehrere hundert Stämme, die kommen in den verschiedensten Tierarten vor. Gewöhnlich ist es so, dass eben jedes Virus einen bestimmten
Typus Lebewesen angepasst ist. Das heißt, dass eben die Fledermäuse haben ja über 100 Corona-Stämme, aber normalerweise ist alles so optimiert, dass eben das Coronavirus eine ganze Ausstattung und auch das Spike-Protein so eingestellt hat im Laufe der Jahrhunderte, dass es eben nur in der Fledermaus leben kann, weil es ein gewaltiger Unterschied, ob man im Menschen lebt oder eben in der Fledermaus. Und durch Zufall, durch diese Mutationen, die ich schon angesprochen habe, kommt es dahin, dass eben der Schlüssel vom Coronavirus, und ich erzähle ja immer, der Virus ist wie ein Fußball, wie eine Kugel, und aus der Kugel kommen diese Dornfortsätze heraus, das sind die Spike-Proteine, und das ist der Schlüssel, mit dem das Virus in die Zellen reingeht, entweder Fledermauszellen oder menschliche Zellen. Und bis Dezember 2019 hat der Schlüssel von der Fledermaus-Coronavirus nicht auf die menschliche Zelle gepasst. Und durch Zufall sind 2 Mutationen, 2 Aminosäuren im Spike-Protein haben sich verändert und plötzlich passt das Corona-Spike-Protein auch in die menschlichen Zellen. Was außerdem noch vielleicht für Sie interessant ist, diese Viren wählen sich immer Rezeptoren aus, die für die menschliche Zelle lebensnotwendig sind, weil auch die menschliche Zelle adaptiert. Die menschliche Zelle wehrt sich dagegen und beseitigt den Rezeptor. Aber hier hat das Virus den ACE2-Rezeptor ausgewählt und den braucht die menschliche Zelle zum Überleben. Also hat das Virus ein Schloss gewählt, was dem Virus garantiert, dass es den Menschen eben ganz sicher und einfach infizieren kann. Jetzt gehe ich mal einen Schritt zurück und sage, ja, ist es was Ungewöhnliches, was da passiert ist? Sie denken vielleicht schon, ich sage Ihnen nein. Das ist schon hunderte Mal passiert, es passiert jedes Jahr. Aber meistens merken wir das nicht, wenn ein Virus auf den Mensch, vom Tier auf den Menschen überspringt. Warum? Weil es schlecht adaptiert ist, weil es relativ schnell abstirbt oder weil es ein Virus ist, was keine Probleme macht. Hat es das schon vorher gegeben? Sehr wohl. Sie erinnern sich da auch an ein Virus, das die ganze Welt in Aufruhr versetzt hat. Und das ist das AIDS-Virus, das HIV-Virus. Und da wissen Sie, dass 1980 ungefähr, ich war damals in Amerika, habe meine Facharztausbildung in innerer Medizin gemacht, war auf der Intensivstation und da sind einer nach den anderen junge Männer reingekommen mit beidseitigen Lungenentzündungen. Wir hatten keine Ahnung, was da los ist. Und die sind uns dann auch relativ schnell gestorben. Das war damals eben HIV, hat auch eine Lungenentzündung gemacht. Am Anfang hat man wenig darüber gewusst und sind ja sehr viele Menschen eben gestorben. Was wissen Sie dazu? Und woher kommt das HIV-Virus? Das kam vom Affen. Wieso? Ja, weil die Buschmänner in Afrika vor 50 Jahren wahrscheinlich in den Busch gegangen sind und Affen geschossen haben und dann mit dem Blut von diesen Affen in Verbindung gekommen sind und dann eben infiziert worden sind. Wie Sie wissen, gibt es keine Impfung gegen das AIDS-Virus. Also es ist genauso wie Coronavirus ein RNA-Virus. Es gibt aber keine Impfung. Aber wie Sie wissen, haben wir es gut unter Kontrolle, weil die Wissenschaft da im Einzelnen jeden Schritt beleuchtet hat, den das Virus braucht, um in die menschliche Zelle hineinzukommen, um dort sich zu integrieren, um dort sich zu vermehren und wieder rauszukommen. Und jetzt gibt es eben ein Medikament, das 3 Medikamente in sich enthält, was eben beim AIDS-Virus den Eintritt blockiert, die Integration blockiert und die Vermehrung blockiert. Und mit dieser Tablette ist es so, wenn die AIDS-Patienten das nehmen, haben die eine normale Lebenserwartung. Also wichtig für Sie zu verstehen ist, sogar bei einem RNA-Virus, der genauso tödlich ist, wo wir keine Impfung haben, haben wir den Virus besiegt und kontrolliert. Die Coronaviren waren das schon mal im Menschen. Ja, wenn wir zurückdenken, vor 10 Jahren, 2002, war SARS-CoV-1, das, was eben
nur 20.000, 30.000 Menschen befallen hat. Das im Unterschied zum Corona, zum SARS-CoV-2-Virus, dem heutigen Virus, hat das erste Virus immer die Lungenentzündung gemacht und ist dann weitergegeben worden. Das heißt, es war ein einfaches zu wissen, welcher Mensch das Virus trägt, den zu isolieren und aufzupassen, dass das Virus nicht weitergegeben werden kann. Bei diesem neuen Virus ist eben das große Problem dass dieses Virus schon zwei Tage vor Symptombeginn weitergegeben wird. Also die asymptomatischen Patienten geben das weiter. Es genügt also nicht, wenn man der Gesellschaft sagt, liebe Südtiroler, wenn ihr jemanden trefft, der hustet, der Fieber hat und eine Lungenentzündung hat, haltet euch fern, geht's weg von dem, dann wird es nicht infiziert. Nein, bei diesem neuen Coronavirus ist das Problem, der Träger vom Virus ist und das Virus ausscheidet, weiß es gar nicht, dass er Virus ausscheidet und das macht das Virus so gefährlich und deshalb hat dieses Virus schon über 100 Millionen Menschen infiziert. Also ich habe gesagt, vor 10 Jahren war schon einmal SARS-CoV-1, das war leicht zu kontrollieren, weil nur nach Lungenentzündung das Virus ausgeschieden wurde, also hat man die Menschen schnell isoliert und innerhalb von 6 Monaten war das Problem kontrolliert. Dann im Jahr 2012 war eben MERV, das wurde vom Kamel auf den Menschen übertragen, das gibt es immer noch in Saudi-Arabien, in der arabischen Welt und das macht eben auch Lungenentzündung, ist aber nicht so erfolgreich im Infizieren der Menschen wie das jetzige Virus. Was noch? Ja, ganz allgemein zum Virus sage ich Ihnen noch dazu, wenn das Virus vom Tier, von der Fledermaus auf den menschlichen Körper überspringt, können Sie sich vorstellen, dass ein menschlicher Körper ganz ein anderes Umfeld ist, ganz ein anderes Immunsystem hat und dass für das Virus schwierig ist zu überleben, im Gegensatz zur Fledermaus. Und deshalb das Virus andauernd, das hat 30.000 Nukleotide, also 30.000 Buchstaben, es andauernd einzelne Buchstaben verändert, damit es im Menschen besser überleben kann. Und das bezeichnen wir als Mutationen. Gut, welche Krankheiten macht es? SARS-CoV-2-Virus habe ich Ihnen gesagt, es hat durch Zufall, durch 2 Mutationen, 2 Aminosäurenveränderungen im Spike-Protein, ist es von der Fledermaus, vielleicht vom Schuppentier auch, übergesprungen auf den Menschen. Dort hat sich den ACE2-Rezeptor ausgewählt und dann, ich weiß, dass im Volk viele glauben, ja, wenn ich mich gut ernähre, wenn ich Sport mache, das kann das Virus mich nicht infizieren. Nein, Sie müssen wissen, wenn das Virus den Rezeptor findet an der Schleimhaut, dann infiziert es die menschliche Zelle. Da gibt es kein If or But. Das ist so. Und wo ist die Frage, wo ist dieser Rezeptor überall exprimiert? Der ist exprimiert in der Nasenschleimhaut, Mundschleimhaut, im Rachen, in der Lunge, in der Niere und in der Leber. Und ganz wichtig für Sie, dass Sie verstehen, auch in den Gefäßzellen, in den Endothelzellen. Warum ist das wichtig? Weil Sie über den Endothelzellen alles im Körper erreichen kann, sogar das Gehirn. Und außerdem, weil es durch eine Entzündung in den Gefäßzellen Thrombosen machen kann. Und das ist ein Riesenproblem bei diesen Infektionen. Normalerweise, also bei, sagen wir, Februar, März 2020, haben 20% der Infizierten müssen ins Krankenhaus gehen, weil es eine Lungenentzündung gemacht hat. In der Zwischenzeit haben wir wahnsinnig viel dazugelernt, haben viele Maßnahmen ergriffen, auch allein durch die Masken werden jetzt gewöhnlich Menschen infiziert mit viel niedriger Dosis. Und jetzt ist es so, dass nur mehr 3% der Infizierten ins Krankenhaus müssen. Und die müssen ins Krankenhaus, weil das Virus vom Nasenrachenraum in die Lunge runter ist und dort die Lungenentzündung macht. Und es gibt fast keine Medikamente gegen eine virale Lungenentzündung.
An Medikamenten, die es eben gibt und die zugelassen worden sind, gibt es im Anfangsstadium 2 das Remdesivir. Remdesivir ist ein Medikament, was die Kopiermaschine des Virus blockiert. Das heißt, das Virus in dem Moment, wo es in den körperlichen Zellen ist, schiebt es sofort die Kopiermaschine an und fängt an, Tausende von Kopien vom eigenen Virus zu machen. Das mit einer Geschwindigkeit von 500 Buchstaben pro Sekunde. Also es tut sich unheimlich schnell vermehren und deshalb macht es auch viele Fehler. Und da spricht man eben von Mutationen. Und dieser Kopierprozess ist eben ein Schritt, wo wir mit Remdesivir inhibieren können. Man muss das Remdesivir aber in den ersten 3-4 Tagen geben, weil wenn das Virus mal angefangen hat zu replizieren und Millionen von Kopien vorhanden sind, dann hilft das Remdesivir nicht. An zweiter Stelle sind monoklonale Antikörper, da gibt es auch schon mehrere auf dem Markt. Das sind Antikörper, die, wenn eben das Virus reinkommt, und die Antikörper, die wirken ja nur, solange das Virus außerhalb von der menschlichen Zelle ist. Also wenn es eben reingeht, über den Blutstrom in die Lunge rein will und Blutstrom ist, dann greifen die Antikörper diese Spike-Proteine an und blockieren den Schlüssel. Und ganz klar, die Antikörper wirken auch noch ganz im Anfangsstadium in den ersten 2-3 Tagen. Was gibt es nachher? Nachher gibt es noch 2 Medikamente im Spätstadium, die die Mortalität um 30% vermindert haben. Das sind Dexamethason und Tocilizumab. Tocilizumab ist erst vor einer Woche in Studien bewiesen worden, dass es eben eine überschüssige Immunreaktion auslöst. Und das Dexamethason ist schon seit 3 Monaten im Gebrauch und ist ganz eine wichtige Waffe bei diesem Virus. Was ist wichtig zu wissen? Ja, infiziert werden hauptsächlich die jungen Leute, also die Hauptträger sind die 30- bis 50-Jährigen, aber die Haupttodesfälle sind in der ältesten Gruppe, in der 70- bis 90-Jährigen. 80% der Menschen, die sterben, sind in der Gruppe von 70 bis 90 und deshalb werden die eben auch als erstes geimpft. Aber infiziert werden alle, Kinder genauso wie Jugendliche, wie die Erwachsene. Ja, wie ist es, wenn so ein Jugendlicher eine asymptomatische Erkrankung bekommt? Und wir wissen ja, 80% der Infektionen sind ja asymptomatische. Viele jüngere Menschen merken ja nichts. Da kann ich Ihnen sagen, dass eben ein Problem Langzeitfolgen sind. Das heißt, man Long-Covid, das tritt besonders bei denen auf, die symptomatische Infektionen haben. Also da sagt man, dass 60% der Infizierten, die Symptome haben, über Monate, manchmal 7-8 Monate lang Symptome haben mit Müdigkeit, Brain Fog, die können sich nicht mehr konzentrieren, die haben ein Impairment of Cognitive, also eine Verminderung der kognitive Leistung, die haben Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, die können auch zu späteren Zeiten eventuell Gerinnungsprobleme haben, Vaskulitis oder Autoantikörper. Also das ist nicht ohne und man soll diese Krankheit nicht unterschätzen, auch nicht als Jugendlicher, man weiß nie, mit welchen Karten man spielt. Dann komme ich zu den Waffen, zu den Impfungen. Was ist da Neues? Ja, normalerweise ist es so, dass wir Menschen oder die Wissenschaft den Menschen gegen Viren schützt durch Impfungen. Sie wissen ja die ganzen Impfungen, die es eben gibt, die man eben Kindern verabreicht. Und denken Sie daran, dass eben vor 80 Jahren ihre Großeltern haben die Kinder nicht im Sommer nicht auf den Spielplatz gelassen, weil sie Angst gehabt haben, dass sie auf dem Spielplatz von anderen Kindern mit Kinderlähmungsvirus, mit Poliovirus angesteckt waren. Da hat es jedes Jahr 5.000, 6.000, 7.000 Fälle gegeben und Sie wissen, keiner von euch hat einen Fall für Kinderlähmung gegeben und das ist allein durch die Impfung. Genauso mit Masern wissen Sie, dass wenn Sie die Impfung haben, Sie ein Leben lang geschützt sind.
Also, was passiert bei der Impfung? Bei der Impfung nehmen Sie gewöhnlich einen kleinen Teil vom Virus und präsentieren dem unserem Immunsystem, bevor der Mensch krank ist. Also das heißt, was tun wir beim Coronavirus? Ja, beim Coronavirus habe ich Ihnen gesagt, 30.000 Buchstaben, also reine Erbsubstanz, und das kann man in 28 Bausteine unterteilen. 28 Farben, grün, gelb, grau und so weiter. Und so 2/3 unten ist ein roter Baustein und das ist das Spike-Protein. Das ist die Kodierung für das Spike-Protein, für den Turm, für den Schlüssel, der aus dem Virus rauskommt. Den roten Teil nimmt man raus und alles andere lässt man zurück. Und dann gibt man Lipid-Nanopartikel um diesen roten Baustein herum und injiziert den in meinen Arm. Und dann wird in meinen Arm in ungefähr 200.000 bis 300.000 Muskelzellen verschmelzen die Membrane durch die Lipid-Nanopartikel. Die Messenger-RNA geht in die Zelle hinein und meine Muskelzelle produziert jetzt das Spike-Protein. Aber sonst gar nichts. Also sieht mein Immunsystem zu einem Zeitpunkt, wo es noch intakt ist, wo es noch gesund ist, das Spike-Protein, lernt es kennen, erkennt es als fremd, macht Antikörper, macht T-Zellen und wenn der Virus dann mich infiziert, ist alles schon da, um das Virus innerhalb von Stunden zu eliminieren. Warum haben wir so große Probleme und so viele Fake News über das Corona-Impfsystem? Hauptsächlich und in der Zwischenzeit sind ja über 230 Millionen Menschen geimpft. Stellen Sie sich das vor, 200 Millionen Menschen geimpft. Und wer jetzt noch Vorurteile gegen die Impfung hat, muss sich selber fragen, bei welchem Medikament können wir zugreifen auf ein Database von 213 Millionen Menschen? Bei keinem Medikament, okay? Warum gibt es so viel Angst und so viel Kritik? Ja, der Grund ist der, dass eben normalerweise eine Impfung dauert normalerweise 7 Jahre. Zum Beispiel Masern und Polio hat ungefähr 7 Jahre gedauert. Ja, warum denn? Ja, weil die Regulators, und Sie wissen, ich bin bei der European Medicine Agency, und wir lassen das auch zu, genauso wie alle anderen Regulatoren. Und da gibt es bestimmte Grundregeln. Das heißt, das gilt für ein Medikament genauso wie für eine Impfung. Das heißt, bei der Impfung muss man zuerst Phase 1 machen, die richtige Dosis finden. Dann Phase 2, um zu zeigen, dass es effektiv ist. Und in der Phase 3, wo man 2 Gruppen hat, eine wird geimpft, eine Gruppe und eine nicht. Und dann schaut man, wo mehr Menschen die Infektion bekommen. Und normalerweise dauert eine Phase-1-Studie 2 Jahre, eine Phase-2-Studie 2 Jahre, Phase-3-Studie 2 Jahre. Das ergibt eben dann in Summe mit der Kontrolle, die man ja macht, 7 Jahre. Warum ist das mit dem Coronavirus so schnell gegangen? Weil die Regulatoren den Pharmafirmen erlaubt haben, die Phasen, alle 3 Phasen parallel zu machen. Phase 1, Phase 2, Phase 3 zeitgleich zu machen und die Daten sind so schnell akquiriert worden, weil normalerweise dauert es 2 Jahre, bis man 2.000, 3.000 Infektionen hat, aber in dem Fall hat es so viele Infektionen gegeben, dass man innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von 6 Monaten hat man schon so viele Infektionen gehabt, dass man die Daten schon hat verwerten können. Das heißt, die ersten Impfstoffe, die eben zugelassen wurden, waren die Impfstoffe mit Messenger-RNA von BioNTech, Pfizer und von Moderna. Und man hat die Phase 1 gemacht, die Dosis gefunden, Phase 2 hat gezeigt, dass es gut wirkt und dann die Phase 3. Dort hat man bei Pfizer 44.000 Menschen genommen, hat 22.000 geimpft und 22.000 nicht und hat dann gezeigt, dass eben bei den Infektionen, hat man dann auf beide Seiten kontrolliert,
dass es eben 172 Infektionen nach 2 Monaten auf der Seite der Kontrollgruppe und 8 Infektionen auf der Seite der geimpften Gruppe gegeben hat. Und es ist ein Impfschutz von 94%. Moderna ist dann 2 Wochen später zugelassen worden, ist fast identisch mit Pfizer, genau dieselben Resultate und wird ja jetzt weltweit eingesetzt. Als drittes zugelassen AstraZeneca. AstraZeneca ist ein neuer Impfstoff, ist ein Vektorimpfstoff. Dort nimmt man von diesen roten Bausteinen nicht die Messenger-RNA, man nimmt die DNA, kloniert in einem Adenovirus hinein und injiziert den Adenovirus in meinem Arm. Und dann wird eben wiederum Spike-Protein exprimiert in meine Muskelzellen und mein Immunsystem lernt eben den Gegner kennen, ähnlich wie bei den Pfizer- und Moderna Impfstoff. Etwas sage ich Ihnen noch, weil das in der Presse so viel diskutiert worden ist. Und es ist, AstraZeneca hat nur 70% Impfschutz und das war ein großer Aufschrei, weil viele Menschen gesagt haben, oh mein Gott, die ersten beiden über 90% Impfschutz, AstraZeneca nur 70%, also ist AstraZeneca viel schlechter. Da sage ich Ihnen, nein, stimmt nicht. Warum? AstraZeneca hat seine klinischen Studien in England gemacht und in Südafrika. Und was ist? Und erst vor 3 Monaten. Was ist in England? Die britische Mutante. Was ist in Südafrika? Die südafrikanische Mutante. Und die ist viel gefährlicher als wie das Virus, was vor 6 Monaten zirkuliert ist. Also was ich euch sagen will, ist, wenn Pfizer und Moderna die klinische Studie zeitgleich mit AstraZeneca gemacht hätten, dann hätten die auch nur 70% Impfschutz und nicht 90%. Nebenwirkungen von den Impfstoffen bei Pfizer 44.000, 22.000 geimpft. Wie immer gibt es die Lokalreaktionen. Ihr habt das eben Rötung, Schwellung, Schmerzen an der Injektionsstelle. Manche Menschen kriegen Fieber, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Schüttelfrost. Aber nach 24 Stunden ist es vorbei. Den mRNA-Impfstoff kann man nach 48 Stunden schon nicht mehr nachweisen. Die Nanopartikel nach 3 Tagen. Und die Severe Adverse Events, also die Nebenwirkungen, die eben ein bisschen Aufsehen erregt haben, waren 2. Einmal die anaphylaktische Reaktion. Und da weiß man jetzt, wo 200 Millionen Menschen injiziert worden sind, nicht alle mit Pfizer, aber über 80 Millionen mit Pfizer, weiß man, dass die Inzidenz von Anaphylaxis liegt bei 1 in 200.000 Geimpften. Bei Moderna in einer Anaphylaxis bei 250.000. Was hat man als weiteres gesehen? Und das waren alles nur, da waren 8 Fälle, die ersten 8, die beschrieben wurden, das waren alles Fälle, die vorher schon mal anaphylaktische Reaktionen hatten. Die hatten alle eine EpiPen mit sich, Epinephrine. Die haben sie alle die Spritze gegeben, keinen ist was passiert. Alle haben sie ohne Probleme die Impfung überstanden. Was hat man noch gesehen als Nebenwirkung, die besorgniserregend war? Das war eben Bell's Palsy, das ist die Facialis-Lähmung, Gesichtsnervlähmung. Dort hat man in der Impfgruppe 4 Fälle gesehen, in der Kontrollgruppe einen Fall. Da ist immer wichtig, dass man dann dran denkt, was ist die normale Inzidenz von einer Facialis-Parese? Ist 20 Fälle in 50.000 Leuten, also die kriegen die Leute auch so. Und das passt also genau in der normalen Inzidenz hinein. Und unter den 80 Millionen, die mit Pfizer jetzt injiziert worden sind, hat man dieses Problem nicht mehr gesehen. AstraZeneca-Nebenwirkungen, dort kommt es überraschenderweise bei manchen, hauptsächlich jungen Menschen nach Erstinjektion, zu relativ starken Nebenwirkungen, aber ungefährlichen Nebenwirkungen mit Hodenfieber, Schüttelfrost, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, die aber nach 2 Tagen komplett verschwunden sind. Aber es ist überraschend, weil man das in der klinischen Studie
so nicht gesehen hat. Sie wissen, dass ein Impfmangel besteht, weil eben die Produzenten gar nicht nachkommen mit der Produktion. Ich kann Ihnen sagen, das wird sich innerhalb von einem Monat ändern. Warum? Weil innerhalb von einem Monat die FDA und die EMA, also die nationalen Regulatoren von Europa und von Amerika, 2 neue Impfstoffe zulassen werden, von Novavax und von Johnson & Johnson. Sie wissen ja in der Zwischenzeit, die Chinesen haben schon 3 Impfstoffe zugelassen, die Russen 2, die Inder auch 2. Also in den Gegenden wird fleißig geimpft. Die Chinesen haben schon 60 Millionen Menschen geimpft. Europa hat 20 Millionen geimpft. Die Engländer haben 14 Millionen geimpft. Aber Weltrekord haben die Israeli. Die Israeli haben jetzt schon von den 9 Millionen 7 Millionen geimpft. Das waren wieder mal die schnellsten, haben sich am meisten Impfstoff eingekauft. Die haben den Impfstoff so ausreichend vorhanden, dass sie im März die gesamte Bevölkerung durchgeimpft haben. Und die Daten, die die haben nach der Impfung, sind spektakulär, wirklich unglaublich gut. Und die sagen Real-Life-Data, also Data, die zeigen, dass eben in der Real World draußen, nicht in klinischen Studien, wirklich ein Impfschutz von 94% ist und dass jetzt die älteren Damen und Herren viel weniger Infektionen haben wie die Jugendlichen. Aber darüber können wir noch im Detail sprechen. Und jetzt komme ich noch zum letzten Punkt, bevor Sie Fragen stellen können, die Coronavirus-Mutationen. Da merke ich, dass noch viel falsch verstanden wird. Und da müssen Sie Folgendes verstehen. Wenn ich infiziert werde, dann ist nicht so, dass ich mit Herrn Verdick spreche, Herrn Verdick Bruno, er ein Viruspartikel ausatmet, das mich trifft auf meiner Schleimhaut, auf meinem Mund und dann bin ich infiziert. Nein, es braucht hunderttausende Viren und die müssen wahrscheinlich über 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Minuten auf mir einprasseln, damit ich infiziert werden kann. Warum? Weil die Viren, die im Körper vom Infizierten produziert werden können, die sind nicht alle perfekt. Viele von denen sind defektiv, sind defektiv oder haben Probleme, können gar nicht infizieren. Und außerdem ist es eben so, dass sie eben austrocknen oder Probleme haben und dass sie eben dass sie in großen Mengen bei mir ankommen müssen, um genügend Rezeptoren zu erreichen, damit sie erfolgreich eine Infektion machen können. Okay, jetzt nehmen wir an, ich bin da beatmet worden mit so, und Sie wissen ja, das Virus ist ja ein Gefangener des Menschen. Das kann nur im Körper des Menschen leben. Vergessen wir jetzt die Fledermäuse, weil das Virus wahrscheinlich in der Fledermaus gar nicht mehr überleben kann, weil es an den Menschen adaptiert ist. Also, das Virus ist deshalb ein Gefangener des Menschen und ich muss es herumtragen und in der Nähe von einem anderen Menschen bringen, damit es den infizieren kann. Aber jetzt angenommen, mich hat jemand infiziert, dann ist wichtig, dass Sie verstehen, dann proliferieren Hunderttausende von Viren in meinem Mund. Sagen, ich bin heute in der Früh infiziert worden, habe 100.000 Viren in meinem Mund. Am Abend habe ich schon mehrere 100 Millionen. Das proliferiert also schnell, wahnsinnig schnell. Und dann müssen Sie wissen, wenn das Virus so schnell Kopien macht, macht es auch sehr viel Fehler. Also das heißt, die 100 Millionen Viren, die ich in mir drinnen habe, das sind eben wahrscheinlich, da sind hunderte Mutanten drinnen. Und die kämpfen gegeneinander, die kämpfen um den Zugang zu den Rezeptoren. Und was gilt da? Genauso wie Darwin gesagt hat, Survival of the Fittest. Die Mutanten, die Viren, die am fittesten sind, die am schnellsten replizieren, die am schnellsten den Rezeptor meiner anderen Lungenzellen erreichen, die werde ich dann ausatmen und die werde ich dann weitergeben. Und so müssen Sie eben verstehen, wenn man jetzt eben sagt in Südtirol, oh mein Gott, schrecklich, wir haben die südafrikanische Mutante, die B1351-Mutante, wie schrecklich. Ja, da muss ich, die hat jetzt das alte Virus abgelöst. Da muss ich Ihnen sagen, hallo,
eine Mutante wird die andere ablösen. Die Mutante, die sie abgelöst haben, ist nicht das Virus, das in Wuhan im ersten Menschen infiziert hat. Das Virus gibt es lang schon nicht mehr. Das hat dauernd mutiert, sondern es hat eine alte Mutante abgelöst und die Mutante war die D614G-Mutante. Also werden immer wieder Mutante kommen, weil das Virus dazulernt. Außerdem müssen Sie verstehen, wenn man von der Wolke auf der Menschheit herunterschaut und versteht, wie dieses Virus funktioniert, dann würde man sagen, diese Menschen sind verrückt, sie sind blöd. Warum? Was gibt es denn Schlimmeres als so einen Feind, so einen klugen Feind wie den Virus? Es hat bisher 106 Millionen Menschen infiziert. Die Gelegenheit zu geben, mehr als 100 Millionen Menschen zu infizieren, wo es Spielfelder hat, um neue Mutationen auszuarbeiten und zu testen. Das heißt, wenn das Virus damals in Wuhan nur 100 Leute infiziert hätte und man hätte die 100 Leute eingesperrt in einer Wohnung und hätte sie ernährt, dann hätte das Virus nur in 100 Menschen versuchen können, Mutationen zu finden, damit es eben weiterkommt. So hat es 100 Millionen. Und wenn man sich in Europa die Landkarte anschaut mit Corona-Infektionen, dann ist in 2 Regionen dunkelrot, Portugal und Südtirol. Und pro 100.000 Menschen. Und wenn man sagen würde, wo ist am wahrscheinlichsten, dass neue Mutationen entstehen, wo wohl? In Portugal und in Südtirol. Also in Südtirol können genauso Mutationen entstehen wie in Südafrika und wie in England. Jetzt noch schnell, wo wo viel Diskussionsbedarf ist, die neuen Mutanten und die Impfung. Ja, was weiß man? Und da gehe ich vielleicht durch die 3 Mutationen, die wichtig sind. Die englische Mutante, da müssen Sie verstehen, wenn man sagt, die englische Mutante, dann hat das Virus immer ein Paket von Viren, nämlich, ein Paket von Mutationen, nämlich das britische Mutante hat 17 Mutationen, 8 davon im Spike-Protein, die südafrikanische hat 23 und die brasilianische hat 21. Es sind also viele Mutationen. Und man bezeichnet sie normalerweise nach der prädominierenden Mutation. Also wenn ich sage, die englische Mutante ist die N501Y, das heißt es, wenn das Virus ist, das Spike-Protein, da im Spike-Protein sind 1200 Aminosäuren und in der Position 501 ist das N mit den Y ausgetauscht und wenn jetzt der Antikörper herkommt und sich erwartet, dass da ein Y sitzt, ein N sitzt und er findet ein Y, dann bindet er nicht mehr und dann kann das Virus auch bereits Infizierte, Seropositive infizieren. Gut. Was habe ich jetzt über die britische Mutante gesagt? Habe Ihnen gesagt, es ist die B117. Sie ist gefährlich deshalb, weil sie um 30% schneller infiziert und weil sie eine Mortalitätsrate hat, die höher ist, auch im Bereich von 30 bis 40%. Aber bei der britischen Mutante wirken alle 3 Impfstoffe genauso wie von uns erwartet. Südafrikanische Mutante, die infiziert nicht schneller, also man weiß das noch nicht, die hat nicht eine höhere Mortalität, das ist auch noch nicht bewiesen. Ja, warum ist die dann so gefährlich? Weil sie in Südafrika hat man eine Studie gemacht und was hat man da gesehen? Man hat bei 1000 Leuten mal nachgeschaut, da waren 100 infiziert und da waren 50 seropositiv und 50 naiv. Das heißt, es hat gleich viele Menschen infiziert, die in der Vergangenheit schon eine Coronavirus-Infektion hatten und Antikörper hatten, als wir nicht Infizierte. Und das ist eine rote Flagge, dass es also Menschen infizieren kann, die eben Antikörper haben. Was hat man noch gefunden? AstraZeneca hat in Südafrika die klinische Studie gemacht und der Impfschutz war bei 20%, während er in England oben bei 70% war. Okay, dann kommen wir zur Mutante aus Brasilien. Die ist wahrscheinlich
noch gefährlicher wie die südafrikanische Mutante, hat viel gemeinsam mit der südafrikanischen Mutante, aber noch ein paar zusätzliche Mutationen dabei. Was für Sie vielleicht interessant ist, und dann verstehen Sie auch besser, warum Einschränkung von Mobilität so wichtig ist die Tatsache, die Mutante von Brasilien wurde entdeckt im Dschungel, im Amazon-Dschungel in der Stadt Manaus, hat 2 Millionen oder 10 Millionen Einwohner, also eine Millionenstadt. Die hatten im März, April, Mai die erste Welle. 70% der Bevölkerung war infiziert, alle hatten Antikörper und jetzt im Dezember, Januar haben sie mit der neuen Mutante wieder eine neue Welle gehabt. Das heißt, es hat die Menschen infiziert, die Antikörper gehabt haben. Also ist ganz wichtig. Und was ich Ihnen noch sagen will, was ist dort beeindruckend bei der brasilianischen Mutante? 3 Tage nachdem man sie in Manaus entdeckt und beschrieben hat, hat man sie wo gefunden? In Tokio, am Airport. Warum? Weil 4 Brasilianer dort rüber geflogen sind. Jetzt haben die Japaner auch das Problem. Okay, jetzt lasse ich es dabei und Sie können Fragen stellen. Okay. Danke, Herr Professor. Vielen Dank für Ihren lehrreichen Vortrag. Gut, nun können wir zu dem Verlesen der Fragen kommen. Es sind tatsächlich viele. Es gibt viele Fragen zum Thema Impfungen. Ja. Okay, erste Frage. Warum keine Impfung unter 16 Jahren? Wird es einen eigenen Impfstoff für Kinder geben? Gute Frage. Ja, also Folgendes, zurzeit macht man, also warum kein Impfstoff unter 16 Jahre? Dazu kommt auch, warum darf man nicht Schwangere impfen? Beides derselbe Grund. In der klinischen Studie waren keine Kinder eingeschlossen und keine Schwangere. Was heißt das? Man hat keine Daten dafür, also dürfen Kinder nicht geimpft werden. Geimpft werden darf nur die Gruppe, für die man auch die klinischen Daten erzeugt hat. Jetzt macht man gerade klinische Versuche bei den Kindern und Ende des Jahres werden auch Kinder wahrscheinlich einen Impfstoff haben. Also wichtig zu verstehen, keine Kontraindikation, sondern man hat keine Daten. Okay, danke. Nächste Frage. Haben die Impfungen gegen Covid-19 auch gegen die Entwicklung der Mutanten einen Sinn? Das habe ich gerade beschrieben. Erstens einmal alle 3 Impfstoffe, alle 3, jetzt müssen Sie genau zuhören. Auch die AstraZeneca, wo ich gesagt habe, 20% Impfschutz. Alle 3 Impfstoffe tun das Wichtige. Und was ist das Wichtige? Sie verhindern die schwere Covid-Erkrankung. Also auch in Südafrika, bei denen, die geimpft worden sind, hat niemand eine schwere Covid-Entwicklung genommen. Das heißt, alle 3 Impfstrategien garantieren, dass man ruhig schlafen kann, weil man weiß, dass man keine schwere Covid-Erkrankung bekommt. Was bei der AstraZeneca und der südafrikanischen Mutante sein kann, ist, dass man eben eine leichte Infektion bekommt, die aber wahrscheinlich nicht gefährlich ist. Also gegen die britische Mutante wirken alle 3 Impfstoffe gut, gegen die südafrikanische wirken alle 3 vermindert, wahrscheinlich im Bereich für Impfschutz bei Pfizer und Moderna im Bereich von 50%, AstraZeneca ein bisschen weniger, aber alle 3 verhindern die schweren Erkrankungen. Okay, danke. Meine Nebenwirkungen nach der ersten AstraZeneca-Impfdosis: neben Schüttelfrost, Fieber, Gelenkschmerzen in den ersten 24 Stunden, am 3. Tag noch Brechreiz. Ist das normal? Ja, das habe ich vorhin auch angesprochen. Bei AstraZeneca hat man überraschenderweise manche Leute
ganz starke Nebenwirkungen, lokal und ungefährlich. Entweder starken Schmerz, Schwellung an der Injektionsstelle, Fieber, Schüttelfrost, Gelenks- und Muskelschmerzen. Nach 2 Tagen ist aber vorbei. Ich sage Ihnen eine Sache. Ich bin ja als einer der ersten geimpft worden mit Pfizer. 2-mal. Ich hatte 0 Nebenwirkungen. Und ich kann Ihnen sagen, mir ist das gar nicht recht. Weil die Nebenwirkungen irgendwo zeigen, dass das Immunsystem reagiert. Okay. Guten Nachmittag, Herr Professor. Sie haben die DNA in Bezug auf den AstraZeneca-Impfstoff erwähnt. Es zirkuliert die Theorie, dass mit diesem Impfstoff unsere DNA geschädigt bzw. verändert wird. Ist das eine der vielen Verschwörungstheorien oder ist da was dran? Wie ist Ihre Meinung dazu? Das ist nicht meine Meinung. Meine Meinung hört ihr nie. Ich sage euch immer nur das, was die Wissenschaft publiziert hat. Okay? Hat nichts mit Meinungen zu tun, würde ich euch nie sagen. Okay, was sagt die Wissenschaft dazu? Gehen wir zu Moderna und Pfizer, ist RNA. Und will ich nur dazu sagen, RNA kann nicht in DNA integrieren. Das wäre das Gleiche, weil es eine andere Sprache ist. DNA ist ACGT, RNA ist ACGU. Das heißt, das wäre das Gleiche, wenn Sie sagen würden, wenn einer zu mir kommen würde und sagen würde, wenn ich ein russisches Wort in einen deutschen Satz integriere, dann funktioniert das wunderbar. Dann sage ich, nein, nicht möglich, weil ich das Wort nicht verstehe und weil es kyrillisch ist. Also absolut nicht. Jetzt zu der Frage, kann DNA integrieren, weil AstraZeneca richtig. AstraZeneca hat das Spike-Protein als DNA-Protein. Dann kann ich Ihnen sagen, dass man aus der Erfahrungswerte weiß, dass Vektorimpfstoffe, die über das adenovirale Protein, AstraZeneca ist ja ChAdOx, das Schimpansen-DNA, das heißt Schimpansen-Adenovirus, das eben das Spike-DNA reinträgt, dass das eben nicht integrieren kann. Und jetzt sage ich Ihnen mal das schlimmste Szenario, okay? Und wenn so ein Spike-Protein integrieren würde, dann wäre es ja da in der Muskelzelle bei mir, dann würde ja Spike-Protein exprimiert werden. Dann würden die Muskelzellen, wo das Spike-Protein, wo die DNA hineingegangen ist, würde ja eine rote Flagge an der Oberfläche haben, das Spike-Protein. Die wären ja alle abgeschossen. Also wenn auch das Schlimmste passieren würde, würden die Zellen, wo es reingeht, abgeschossen werden. Aber ganz generell kann ich Ihnen sagen, nein, Vektorimpfstoffe integrieren nicht. Und das weiß man, weil man schon seit 1990 Gentherapie mit adenoviralen Vektoren macht, wo man defektive Gene, die im Körper Krankheiten macht, durch gesunde Gene ersetzt. Und man hat da keine DNA-Integration gefunden. Das Zweite, aber das ist jetzt vielleicht so technisch, weil Sie wissen, der Teufel ist immer im Detail und ich will nie zu tief runtergehen. Aber ich sage Ihnen noch etwas, wenn Sie hergehen und ein Stück DNA nehmen und das in der Muskelzelle, in der DNA, menschlichen DNA einbauen würden, dann würde nichts passieren. Weil jedes Gen braucht genauso wie beim Lichtschalter einen Einschalter und einen Ausschaltemechanismus. Das heißt, jedes Stück DNA, was ein Open Reading Frame ist, was für ein Protein kodiert, braucht vorgeschaltet einen Promoter und einen Enhancer. Das hat es ja nicht. Okay. Wie lange braucht es, bis der Impfstoff AstraZeneca wirksam wird? Und wie lange schützt die Impfung? Muss man alle Jahre nachimpfen? Ja, wahrscheinlich, das weiß man noch nicht. Zweite Frage zuerst, das weiß man noch nicht. Man glaubt, dass die Antikörper 9, 10, 11 Monate bleiben. Aber aufgrund der Tatsache, dass die Schwesterviren vom Coronavirus, da gibt es ja die 4 Erkältungsviren, die jedes Jahr wiederkommen und 30% der Erkältungen beim Menschen machen, dass diese
jedes Jahr wiederkommen, heißt, dass die Antikörper nicht lange ausreichen. Also glaubt man, dass man auch gegen Corona jedes Jahr oder vielleicht jedes zweite Jahr neu geimpft werden muss. Was war der erste Teil der Frage? Also wie lange schützt sie und wie schnell wirkt sie? Okay, bei der AstraZeneca-Impfung weiß man, weil man eine klinische Studie gemacht hat und sich die Engländer ja daran halten, dass eben nach 4 Monaten ein 80-prozentiger Impfschutz ist. Das heißt, die Impfwirkung geht sogar hinauf. Und warum ist das? Ja, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil das ist sehr technisch, sehr wissenschaftlich. Wenn in meinem Körper Antikörper produziert werden, das sind wie die Soldaten, ich habe 1 Million Soldaten in meinem Körper. Jetzt bekomme ich die Impfung von AstraZeneca. Spike-Protein wird in der Muskelzelle exprimiert. Und von den 1 Million Soldaten in meinem Körper sind vielleicht 10, die die Fähigkeit haben, Spike-Protein zu erkennen, weil die anderen haben andere Aufgaben. Andere müssen Influenza erkennen, wieder eine andere Gruppe müssen Polio erkennen. Also die 10 Soldaten treten dann vor und lernen, auf das Spike-Protein zu schießen. Also dann fange ich nach 7 Tagen nach der Impfung, sind die 10 Soldaten schon trainiert. Und dann passiert das, was man heißt Affinity Maturation. Diese Zellen, wo diese Ausbildungsstelle behält für Monate kleine Stücke vom Virus drinnen und dort werden diese Soldaten trainiert. Und mit der Zeit werden 2 von den 10 eliminiert, weil sie nicht gute Schützen sind. Dann werden nach 3 Monaten wieder ein paar eliminiert. Und dann bleiben nur mehr die Antikörper über, die sehr gut und fähig sind, das Spike-Protein, also das Virus, das das Spike-Protein hat, abzuschießen. Deshalb weiß man, dass das AstraZeneca nach 4 Monaten die Impfung fast besser funktioniert als wie nach 1 Monat. Und diese Strategie verwenden die Engländer, die eben nicht sofort die zweite Impfung geben, sondern erst nach 3, 4 Monaten. Okay, danke. Für welche Vorerkrankungen ist die Impfung nicht zu empfehlen? Eigentlich gilt, man darf nicht Kinder impfen, man darf nicht Schwangere impfen, man darf nicht Stillende impfen. Warum? Nicht, weil es Kontraindikationen gibt, sondern weil man keine Daten dafür hat. Welche Gruppen müssen aufpassen? Es müssen die Gruppen aufpassen, die eine History of Anaphylaxis haben, die in der Vergangenheit einmal eine anaphylaktische Reaktion hatten. Die müssen mit ihrem Hausarzt das besprechen. Und wenn sie entscheiden, dass sie sich impfen lassen, dann müssen sie eine Epinephrine-Spritze mit dabei haben und vorbereitet sein, eventuell auch Antihistaminika dabei haben. Einer von 200.000 kann eine anaphylaktische Reaktion haben. Sonst gibt es eigentlich keine Kontraindikationen. Ich sage das auch deshalb, ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil alle 3, AstraZeneca, Moderna und Pfizer, kein Adjuvans verwenden. Sonst würde ich sagen, wenn jemand eine Autoimmunkrankheit hat, dann würde ich ihm raten, nicht eine Impfung zu nehmen, die ein Adjuvans hat. Okay, danke. Und sollte man sich testen lassen, bevor man die Impfung macht? Absolut nicht, weil wenn Sie die Coronavirus-Infektion gehabt haben, dann gilt Folgendes. Sie gehen in die Apotheke und machen einen Schnelltest, Serologietest, dann ist er positiv. Ja, dann wissen Sie, Sie haben Antikörper. Sie wissen aber nicht, welche Art von Antikörper. Denn nur neutralisierende Antikörper sind schützend. Und ungefähr 1/3 der Antikörper, die Sie machen, sind neutralisierend. Das heißt neutralisieren, wenn Sie Spike wieder anschauen, der Schlüssel, nur die Antikörper, die oben wie eine Kappe ganz vorn drauf gehen, die sind neutralisierend. Wenn Sie einen Antikörper machen gegen den unteren Teil vom Spike, die schützen nicht. Das ist an erster Stelle. An zweiter Stelle ist es so, dass man jetzt weiß, die Corona-Infektion durchgemacht haben, die haben Antikörper
Und dann hat man eben kontrolliert, man hat die geimpft, die eine Coronavirus-Infektion gehabt haben, 100 oder 1000 und 1000, die eben keine Coronavirus-Infektion hatten. Und dann hat man nachgeschaut, wie viele Antikörper haben die. Was hat man gesehen? Die ja Coronavirus-Infektion hatten dieselbe Antikörperkonzentration wie die zwei Infektionen, die zwei Injektionen hinter sich hatten. Also wird vielleicht in ein paar Monaten, wenn man das bei vielen findet, wird man sagen, der eine Coronavirus-Infektion gehabt hat, der braucht noch eine Injektion, weil er gleich viele Antikörper macht wie eine naive Person nach 2 Injektionen. Okay. Und wie lang ist ein Mensch, der Covid-19 bereits gehabt hat, vor einer Neuinfektion geschützt? Ist man durch die Antikörper auch vor anderen Varianten geschützt? Wenn ja, welche? Ja, also wie lange ist man geschützt? Im Durchschnitt sagt man 3 bis 4 Monate. Das ist also die Bandbreite, wie Menschen die Coronavirus-Infektion machen, besonders die Jugendlichen, ist gewaltig. Eine gewaltige Bandbreite von ganz wenig Antikörper zu viel. Und gewöhnlich generell kann ich euch sagen, die wenig Symptome machen wenig Antikörper. Die symptomatisch sind und auf der Intensivstation sind, die haben die höchsten Antikörper, die höchsten neutralisierenden Antikörper. Also sage ich jedem Menschen, Sie können, wenn Sie die Infektion gehabt haben, wahrscheinlich damit rechnen, dass Sie 3 Monate lang geschützt sind, aber Garantie haben Sie keine. Okay, danke. Andere Frage. Was kann man gegen Ärzte unternehmen, die die Gefährlichkeit der Pandemie und sogar die Nützlichkeit des Mundschutzes leugnen? Wissen Sie, das ist ja dasselbe. Es gibt in jeder Berufsgruppe hervorragende, mittelmäßige und schlechte. Es gibt natürlich auch unter den Ärzten schlecht ausgebildete und mittelmäßige oder Menschen, die eben mittelmäßig sind oder schlecht sind. Diese Frage ist genau dieselbe, als wenn Sie mal sagen würden, was sagt man den Ärzten, die auch rauchen? Okay? Es gibt keine Intervention beim Menschen, die dem Menschen so schadet wie das Rauchen. Also Lungenkarzinom findet man zu 90% nur in Raucher. Und wenn die Ärzte rauchen, dann haben sie das nicht verstanden, was sie sagen. Und wenn die Ärzte das herunterspielen, ist es verantwortungslos. Sie informieren ihre Patienten schlecht. Sie riskieren dabei, dass eben ihre Patienten sich falsch verhalten und am Ende der Infektionskette andere Menschen versterben. Und ich würde mit aller Vehemenz diesen Ärzten widersprechen. Die haben nicht das Recht, einem Menschen zu schaden und schon gar nicht dem Patienten. Das wäre das Gleiche, will ich nur dazu sagen, es wäre das Gleiche, wenn Ihnen ein Patient sagt, Sie sollen rauchen. Ja, haben Sie recht. Okay, der Impfstoff leitet Muskelzellen an, das Spike-Protein zu vervielfältigen. Bekämpft dann mein Immunsystem auch diese Muskelzellen? Sehr gute Frage. Ihr Immunsystem schießt diese Muskelzellen ab. Warum? Weil diese Muskelzellen an der Oberfläche des Spike-Protein exprimieren, genauso wie das Virus. Und deshalb haben manche Menschen Schwellung und Schmerzen an der Injektionsstelle. Und während sie eben die Muskelzellen, die das Spike-Protein haben, abschießen, lernen die Immunzellen, das Virus zu bekämpfen. Sie haben gesagt, um jemanden zu infizieren, braucht es gar 8 Minuten direkten Kontakt. Warum wird dann sportliche Aktivität in Gruppen für Kinder an der frischen Luft gestoppt? Ja, richtig. Ja, bitte nicht zu wörtlich nehmen. Ich habe gesagt, es braucht mehrere 100.000 Viren
Und es geht, ich will damit sagen, nicht in einer Sekunde, sondern da muss man 5, 6, 7, 8, 9 Minuten vor dem stehen. Und da müssen Sie auch verstehen, das ist ja abhängig davon, wer ich vor einem Menschen stehe, der 100.000 virale Partikel mit jedem Atemzug ausatmet, versus vor einem anderen Menschen, der 100 Millionen ausatmet, dann verstehen Sie auch, dass das von vielen Faktoren abhängt. Aber zu Ihrer Frage, Freizeitsport wie Fußball, ich würde sagen, ja gut, in einer Situation, wo man dunkelrot ist, wie Portugal und Südtirol, dann sage ich, liebe Leute, liebe Politiker, tut's mal alles, damit ihr diese Zahl runterbringt auf eine vernünftige Infektionszahl, auf 50 oder 100 pro Tag, weil das ist einfach viel zu viel, das macht viel zu viel kaputt. Aber wenn sie einmal unten ist, unter 100, dann ist meine Meinung, kann man Freizeitsport machen, wie Fußball zum Beispiel, aber man muss vermeiden, Umkleidekabinen, Duschen, gemeinsam in Bus und Auto hinfahren. Wenn jeder in seiner Fußballkleidung mit seinem Auto hinfährt, aussteigt, Fußball spielt, fertig hat, wieder einsteigt in Auto, nach Hause fährt, gibt es sicherlich kein Problem. Super. Dann spielen wir Fußball heute. Okay. Das Coronavirus löst im Körper eine autoimmunähnliche Reaktion. Ist der Impfstoff bei Autoimmunerkrankungen kontraindiziert? Ja, gut. Autoimmunerkrankungen wie Lupus, wie Sjögren-Syndrom, auch Rheumatoid Arthritis, dort ist das Problem, dass eben die eigenen B-Zellen, die Antikörper produzieren, die gegen körpereigene Zielstrukturen gerichtet sind und deshalb ein Problem machen. Diese Impfstoffe von Pfizer, von Moderna und von AstraZeneca sind nicht kontraindiziert. Ich würde sagen, wenn ein Impfstoff ein Adjuvans verwendet, dann wäre ich, wenn ich eine Autoimmunkrankheit hätte, wäre ich vorsichtig. Aber diese 3 Impfstoffe verwenden nicht Adjuvans. Okay. Aus welchem Grund sind die 55- und 65-Jährigen zu einem späteren Zeitpunkt zur Impfung zugelassen worden, obwohl sie zu einer höheren Risikogruppe zählen als Jüngere? Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich richtig verstehe. Meint der Fragesteller mit AstraZeneca? Weil generell bei der Impfhierarchie geht man so los, dass man als erstes die impft, wo die meisten Todesfälle sind. Okay? 80% der Todesfälle sind bei den 70- bis 90-Jährigen, also werden die als erstes geimpft. Und die Ärzte natürlich und Krankenpfleger und die im Krankenhaus an der Front stehen. Und dann nimmt man die 60- bis 70-Jährigen und dann die 50- bis 60-Jährigen. Wenn jetzt aber der Fragesteller gemeint hat, dass eben die AIFA, die italienische Behörde, gesagt hat, man darf nur AstraZeneca bis 55 impfen und später hat sie gesagt bis 65, dann liegt der Grund darin, dass AstraZeneca in ihrer klinischen Studie wenig Menschen im Alter über 65 eingeschlossen hat und dass man deshalb keine Daten für die älteren Damen und Herren hat. Also keine Kontraindikation, man hatte keine Daten. Okay, es stellt sich die Frage, wie sich die Covid-19-Pandemie auf die psychische Gesundheit in der Allgemeinbevölkerung auswirkt. Ist es möglich, diesen Coronavirus irgendwann unter Kontrolle zu haben und wann? Natürlich, die Menschheit, die Wissenschaft, ganz die klugen Menschen an den besten Universitäten, die sind unglaublich gut. Ich habe die erlebt in Amerika an den Spitzenuniversitäten. Ich habe oft tagtäglich gestaunt, wie kluge Menschen sind. Und natürlich werden die Spitzenwissenschaftler Wege finden, um das Virus zu blockieren. Sie haben das bisher mit jedem Virus gemacht. Und dass das sich auf die Psyche auswirkt, ja, ist ja klar.
Aber was ich Ihnen sagen kann, für die Psyche ist das Wichtige, die Realität zu erkennen, viel Wissen zu haben, weil sie dann Angst verdrängt. Etwas vom Schlimmsten ist die Angst. Und Angst haben viele Menschen dann, wenn sie nicht wissen und nicht verstehen. Okay, können Sie noch mal sagen, welche Impfstoffe für Autoimmunerkrankte geeignet ist? Alle 3, die auf dem Markt sind. Was für den Zuhörer wichtig ist, ich habe gesagt, wenn ein Impfstoff einen Zusatz nimmt, das heißt man Adjuvans, damit B-Zellen unspezifisch stimuliert werden, dann sollte man mit einer Autoimmunkrankheit vorsichtig sein. Keine der 3 zugelassenen Impfstoffe, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, verwendet ein Adjuvans. Okay, wieso sind in Südtirol die Inzidenzzahlen so hoch? Das frage ich Sie. Weiß ich nicht. Wie verhält sich der Südtiroler? Das heißt, wenn ich Ihnen sage, dass der Virus ein Gefangener ist des Menschen, was sagen mir die hohen Infektionszahlen? Dass die Menschen den Virus spazieren tragen, ihm nicht die Maske richtig tragen, ihm die Gelegenheit geben, auf andere Menschen überzuspringen. Ich sage Ihnen da auch noch etwas. Ich sehe sehr viele junge Menschen in eurem Alter da, die ich da sehe, die die Maske tragen und die Nase heraushängen. Ja, glauben Sie, dem Virus macht es etwas aus, ob es über der Nase oder im Mund hineingeht? Dem Virus ist es total egal. Er findet ACE-Rezeptoren im Mund und in der Nase. Und die die Nase heraushängen lassen, können die Maske gleich zu Hause lassen. Das hat 0 Wirkung. Also, zu Ihrer Frage, die hohen Infektionszahlen sagen mir 2 Dinge. Erstens, dass der Südtiroler Bürger das Virus spazieren trägt und ihm Gelegenheit gibt, andere Menschen zu infizieren. Und Nummer 2, dass die Obrigkeiten, die Politik, die Sanität nicht die richtigen Maßnahmen ergriffen hat, um das einzudämmen. Warum sage ich das? Weil andere Gesellschaften das sehr wohl eingedämmt haben. Okay, nächste Anmerkung. Ich bin für eine baldigste Öffnung der Oberschulen. Wie ist die Meinung der Wissenschaft? Hat die Wissenschaft eine halbe Ahnung, welche negative Wirkung der Fernunterricht für Jugendliche und Kinder hat? Halbe Ahnung, nein, ganze Ahnung schon. Also natürlich weiß man, aber wissen Sie, wer immer die Frage stellt, das ist nicht die Aufgabe der Wissenschaft, solche Entscheidungen zu treffen. Das macht die Politik. Die Wissenschaft gibt der Politik die Informationen und die Politiker müssen dann entscheiden. Ein Wissenschaftler entscheidet nicht, ob eine Schule offen ist oder nicht. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Aber was soll ich Ihnen über die Schule, kann ich Ihnen sagen? Die Schule ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Wenn Sie Schule eröffnen in einer Gesellschaft, die eine hohe Infektionsrate hat, dann bekommen Sie in der Schule sehr viele Infektionen. Wenn Sie die Schule eröffnen, wenn die Infektionszahlen unter Kontrolle sind, dann werden Sie wenig Probleme haben. Was kann man aber tun? Was tun denn Gesellschaften, die Schulen geöffnet haben und wenig Probleme haben? Die verwenden Antigen-Tests. Und jetzt sage ich Ihnen zum Beispiel, die Engländer eröffnen nächste Woche die Schule. Was tun sie? Eine Woche vorher muss jeder Schüler zu Hause einen Antigen-Test 2-mal in der Woche machen, Montag und Donnerstag. Wenn er beides mal negativ ist, darf er am Montag in der Schule geben und jede Woche werden die Schüler 2-mal in der Woche mit Antigen-Test getestet. Damit kann man das relativ gut kontrollieren. Okay. Ein Beispiel. Ein über 85-Jähriger wurde geimpft. Er hatte keine Vorerkrankungen. Nach der 2. Impfdose ist er an Covid-19 erkrankt. Ist die Impfung dafür verantwortlich? Nein, gute Frage, weil ich etwas Wichtiges vergessen habe zu sagen. Ich habe Ihnen schon gesagt, wenn ich Moderna und Pfizer Impfstoff nehme, dann nehme ich,
von den 28 Bausteinen nur den roten raus. Das ist ungefähr 1/10 von dem gesamten Virus. Und mit dem impfe ich. Und wenn Sie 3 jungen Herren, die ich da sehe, sich fragen, soll ich mich impfen lassen oder nicht, dann ist es nicht so, dass Sie die Frage stellen, soll ich mich impfen lassen und die Gefahr eingehen wegen Nebenwirkungen oder mich in die Sonne legen und ein tolles Leben führen. Nein, die Frage, die Sie beantworten, ist, soll ich mich impfen lassen oder soll ich die Coronavirus-Infektion bekommen? Dieses Coronavirus ist ein Weltmeister in Infizieren. Und das heißt, die Frage anders übersetzt ist auch, soll ich mich mit einem, den roten Baustein, impfen, injizieren lassen in meinen linken Oberarm oder soll ich den Virus mit dem roten Baustein und 27 anderen Bausteine in meinen Mund hineinlassen, in meine Lunge, in meinem Herz, in meine Leber und meine Lunge? Das ist die Fragestellung. Okay, jetzt 85-Jährige geimpft, hat nach der Zweitimpfung Corona bekommen. Ja, theoretisch kann das sein. Der Impfschutz ist ja nicht 100%. Und das heißt, wenn der geimpft wurde am Tag 1, Tag 21, dann hat er die Symptome entwickelt, nehme ich an, am Tag 22. Dann heißt es, 6 Tage vorher ist er infiziert worden. Das wäre dann Tag 15. Das wäre Tag 15 nach Erstinfektion. Tag 15 nach Erstinfektion hat man einen Impfschutz von 50%. Ja, das passt, das ist möglich. Und die letzte Teil der Frage, kann die Impfung die Infektion auslösen? Nein. Wenn Sie nur den roten Baustein vom Virus haben, dann können Sie nicht infizieren. Das wäre gleich die Frage, wenn Sie mal sagen würden, kann ich, wenn ich bei einem Auto nur ein Rad nehme, das linke Vorderrad nehme, kann ich damit auf der Autobahn 180 fahren? Nein, weil Sie nur das linke Vorderrad haben. Jetzt rede ich vom roten Vorderrad von einer Ferrari natürlich. Okay, und was sagen Sie zu denen, die sich nicht impfen wollen? Was sagen Sie zum Impfpass? Also, wenn mal so eine Pandemie ist, die so viele Menschen tötet, also Millionen, und die Wirtschaft so in die Knie zwingt, so vielen Schaden macht, so viele Menschen arbeitslos macht und es eine Waffe gibt, wo man diese Pandemie kontrollieren kann und der Gesellschaft und den Menschen erlauben kann, dass sie zur Normalität zurückkommt und es dann eine Gruppe von Menschen gibt, die eben sagen, sie lassen sich nicht impfen, dann ist es deren Entscheidung. Es gibt keinen Impfzwang, aber wenn es zu viele sind, dann ist es unverantwortlich und ein Riesenproblem. Und das ist eine politische Entscheidung. Dann wird die Politik wahrscheinlich dazu übergehen, dass sie Impfpässe ausgibt, wo ein Geimpfter über Grenzen fahren kann, wo ein Geimpfter mit dem Flugzeug mitfliegen kann, wo ein Geimpfter mit der Bahn mitfahren kann, wo ein Geimpfter ins Theater gehen kann und ein Nicht-Geimpfter nicht. Und das ist dann für meiner Meinung nach richtig. Ist man ansteckbar, wenn man geimpft ist? Das weiß man noch nicht, aber das ist der Grund, warum man nach dem Impfen immer noch die Maske tragen muss und Abstand, AHA-Regeln einhalten muss, weil man diese Daten noch nicht hat. Im Tierexperiment weiß man, dass eben hat man 6 Affen geimpft, hat gezeigt, dass sie Antikörper machen, hat ihnen dann 14 Tage nach Zweitimpfung ein Virus eingetröpfelt in den Mund und hat dann gezeigt, dass 3 von 6 Affen nach 3 Tagen Virus in geringen Mengen, der Virus im Mund repliziert und in geringen Mengen ausgeschieden wird. Also wenn das beim Menschen ähnlich sein wird, dann ist möglich, dass man trotz Impfung eine leichte Infektion noch bekommen kann, wo man eben ein bisschen Fieber hat, ein bisschen Husten hat oder vielleicht gar nichts spürt, den Virus
24 oder 48 Stunden ausscheidet, in Mengen, wo wahrscheinlich nicht infektiös ist. Neuesten Daten aus Israel zeigen, dass durch die Impfung, wenn die wenigen, die trotzdem noch infiziert werden, dass durch die Virusausscheidung im Bereich von 80-90% zurückgeht und nur ganz kurzzeitig auftritt. Also es schaut sehr, sehr gut aus. Okay. Ist eine Blutgruppe eher dem Virus ausgesetzt oder nicht? Das war einmal, vor 8 Monaten ist die Hypothese geäußert worden. Die Daten sind klar. Blutgruppe hat nichts mit diesem Virus zu tun. Okay. Wie sieht es aus mit den Impfdosen? Kommt Nachschub? Ja, ganz sicher. Dieser Impfmangel ist jetzt ein Problem. Die Klugen und die Schlauen haben sich genügend Impfstoff rechtzeitig eingekauft. Schau Israel an, und die langsamen und die mittelmäßigen spät. Schau Europa. Und haben wieder einmal gezeigt, wie mittelmäßig Politiker sein können. Und das wird sich innerhalb von 1-2 Monaten ändern, weil allein BioNTech hat in Deutschland die Marburg Impfstoffabrik übernommen. Nummer 1 wird sehr viel produzieren und die RNA-Impfstoffe sind sehr leicht zu produzieren. Und Nummer 2 werden im nächsten Monat 2 neue Impfstoffe zugelassen werden. Oft sind viele negative Mitglieder einer Familie mit positivem Mitglied wochenlang in Quarantäne. Muss das sein? Kann man nicht diese Wegsperrungen irgendwie neu denken? Und kann man sagen, wie lange eine Person virulent ist? Ja, erstens einmal richtig, könnte man ohne Probleme ändern, wenn man alle Kontaktpersonen mit dem PCR testet und ausschließt nicht nur einmal, sondern 2-3 Tage hintereinander und ausschließt, dass sie infiziert sind. Aber dann dürfen sie nicht mit der infizierten Person in derselben Wohnung leben, nachher. Also, ist möglich, aber Sie können sich vorstellen, wenn man 500, 600 Infektionen jeden Tag hat und jede Person pro Woche 50 Kontaktpersonen hat, dann 700 mal 50, 7.000, 35.000. Das kann nicht PCR getestet werden und ist gar nicht handelbar. Also deshalb leider kann das nicht so gemacht werden und gewöhnlich, wenn so viele Infizierte sind, sagt die Sanität, ihr müsst alle 14 Tage zu Hause bleiben, weil er dann nachher nicht mehr Virus ausscheidet. Was weiß man, wie lange jemand infektiös ist? Das weiß man genau. Bei den älteren Mutanten ist man infektiös vom Tag -2 von Symptombeginn. Man wird infiziert, man werde heute infiziert. 90% der Menschen zeigen Symptome nach 6 Tagen, beginnen aber schon Virusausscheidungen nach 4 Tagen, also 2 Tage bevor sie Symptome haben, und sind dann 8 Tage infektiös, scheiden 8 Tage aus, also im gesamten 10 Tage. Bei der britischen Mutante hat man gezeigt, dass man länger ausscheidet, im Bereich von 14 Tagen. Okay, danke. Ist Vitamin D wirksam gegen Corona? Vitamin D ist sehr wichtig. Was man nachgewiesen hat, ist, dass Menschen, die niedrige Vitamin D-Spiegel hatten, viel häufiger schwerwiegende Covid-Verläufe haben und dass deshalb jede gute Klinik dafür sorgt, dass die Patienten Vitamin D täglich nehmen. Aber nicht in Unmengen, okay, weil Vitamin D ist fettlöslich und da gibt es auch das Problem der Hypervitaminose D, die viele Probleme macht. Man soll eben 1000, 2000 internationale Einheiten pro Tag nehmen. Okay, danke. Wieso ist die Grippe fast komplett verschwunden und Covid nicht?
Bravo, da hat sich jemand informiert. Sie müssen wissen, der Grippevirus ist der Influenza-Virus. Der ist immer auf unserem Planeten. Ist wie jeder respiratorische Virus, lebt er die Kälte, ist im Winter bei uns herum und im Sommer ist auf der südlichen Hemisphäre in Australien und in Südamerika. Was hat man heuer im August in Australien gesehen? In Australien hatte man im Durchschnitt jedes Jahr 900 Influenza-Fälle pro Woche. Wie viel hat man diesen August gehabt? 20. Warum ist das so? Weil die Menschen sich brav an die AHA-Regeln halten. Der Influenza-Virus ist nicht so ein Weltmeister in Infizieren wie Corona und wird durch diese Masken und den Abstand halten, hat er keine Chance, von einem Mensch auf den anderen zu springen. Okay. Und wie wichtig wäre es, mehr in das Gesundheitssystem bzw. die Bildung zu investieren, um in Zukunft besser auf solche Pandemien zu reagieren? Ja, ich habe schon gesagt, jede Gesellschaft, die viel in Bildung investiert, die junge Menschen am besten ausbildet, ist die, die am Ende gewinnen wird, die Oberhand gewinnen wird. Man sagt es euch nicht, aber auf dieser Welt ist auch ein Wettlauf, ist auch ein Wettbewerb. Und am Ende wissen Sie, dass die prädominieren, die eben in den verschiedensten Bereichen. Schauen Sie sich das an, die Gesellschaften, schauen Sie nach rechts in den Osten, die Gesellschaft, oder schauen Sie sich an, welche Länder die besten Universitäten haben. Das sind die Gesellschaften, die immer vorn weggehen. Und schauen Sie sich die Länder an, die schlechte Universitäten oder fast keine haben. Im Osten drüben gibt es da ein paar Beispiele, im Osten von Europa. Ja, die laufen immer hinten nach. Bildung ist wichtig. Bildung bringt die Gesellschaft weiter. Nur durch die Wissenschaft hat der Mensch Fortschritte gemacht. Nicht durch die Religion, nicht durch politische Entscheidungen, nicht durch die Wirtschaft. Wissenschaft. Und das Zweite ist die Sanität. Ja, ich erwarte mir schon, dass die Sanität dazulernt. Und wenn ich kann, es ist immer, welchen Maßstab nehme ich? Wenn ich den Maßstab nehme von den Elite-Universitäten, wo ich gearbeitet habe, wo man nach Perfektion strebt, wo nur das Beste gilt, wo man sich jeden Tag sagt, man ist nie gut genug, aber ich muss nach Perfektion streben, sage ich, Europa hat schwer versagt, Italien hat schwer versagt, China hat schwer versagt. Warum? China hätte können die Pandemie eindämmen, hätte können in Wuhan schon die Infektionswelle eindämmen. Italien hat eine furchtbar schlechte Figur gemacht. Schaut euch Bergamo an. Italien hat total versagt. Ja, wie ist denn das möglich, wenn im Dezember, Januar in China die jungen Menschen sterben an einer beidseitigen Lungenentzündung, an einem neuen Virus und man 2 Monate Vorsprung hat und nichts tut und wartet, bis das Virus da kommt. Und wo dann in Bergamo die Leute wegsterben, die Krankenhäuser fast nur mehr Covid-Infektion-Patienten haben, die Patienten auf dem Flur liegen, auf dem Boden liegen, in den Turnhallen liegen, wo die alten Menschen nicht mehr von den Kindern besucht werden können, einsam und alleine in den Turnhallen sterben. Ja, das ist ja eine Bankrotterklärung. Und ich würde mich nicht wundern, jetzt bin ich vielleicht böse, wenn sich die Politiker im nächsten Jahr, wenn alles vorbei ist, gegenseitig Medaillen an die Brust heften, weil sie so gute Entscheidungen getroffen haben. Aber die Tatsache ist, wenn man strenge Kriterien anwendet, dann haben viele politische Systeme versagt. Ich rede da auch von Italien, ich rede von Europa und ihr wisst, was unter Trump in Amerika passiert ist. Die mächtigste, die einzige, die Hegemonie, die überall vorne stehen, die alle Technologien haben, die besten Universitäten haben, wo fast alle Nobelpreise hingehen, einen Präsident gehabt haben, der der Gesellschaft massiv geschadet hat, Entscheidungen getroffen hat, die es erlaubt hat, dass dieses Virus 300.000 Menschen täglich infiziert, die Spitze waren, wo der Virus sich am meisten ausbreiten hat können und wo so ein Mensch vorne steht in der politischen Pyramide, 4 Jahre lang Schaden anrichtet und sich die Bevölkerung nicht wehren kann.
Also ja, in vielen Bereichen haben politische Systeme versagt. Man hätte es viel besser machen können. Schaut es auch jetzt an, was Amerika unter Biden macht. Jetzt ist die Infektionsrate von 300.000 auf 60.000 runtergegangen. 300.000 auf 60.000. Okay? Jetzt werden die Impfungen durchgepusht. Die impfen 2 Millionen Menschen täglich. Jetzt ist die Bekämpfung der Pandemie wichtig und Amerika wird bald gut dastehen. Und was ist der Unterschied? Schlechte politische Entscheidungen. Die falschen politischen Figuren, die vorne stehen. Severo ma giusto. Ja, molto vero, ja. Okay. Was sagen Sie zu den neuen nicht-invasiven Testmethoden? Nein, nicht invasiven Testmethoden. Ich möchte wissen, was da jemand meint. Meint er da, dass man... Nasenbohrertest und Ach so, ja, genau. Ja, wenn man weiß, dass das Virus als erstes in der Nasenschleimhaut und Mundschleimhaut reingeht und dort sich als erstes vermehrt und man dort eben über das Wattestäbchen Viren herausholen muss und dann mit Antigentest oder PCR testet, da gibt es die verschiedensten Methoden. Man gibt auch den Speicheltest, den Google-Test, aber wichtig bei all den Tests ist, die müssen alle von Wissenschaftlern streng überprüft werden, damit man zeigt, dass die wirklich reproduzierbar sind und den Erreger, wenn er in bestimmten Mengen vorhanden ist, reproduzierbar nachweisen. Jetzt können Sie ja denken, was passiert bei den Selbsttests. Finde ich wichtig, der Selbsttest und richtig, aber ihr könnt euch denken, was sind da potenzielle Probleme? Ja, wenn ich nach Hause gehe und denke, ich habe ein bisschen Fieber, aber fühle mich nicht wohl, jetzt mache ich einen Selbsttest, bin aber jemand, der sehr sensitiv ist und streichle nur ein bisschen an meiner Nasenschleimhaut herum. Dann ist der Test negativ, weil ich den Test falsch mache und nicht, weil ich nicht Virus ausscheide. Das sind immer die Gefahren. Aber ganz allgemein, jeder Test muss strengstens überprüft werden und von den Behörden zugelassen werden. Die Behörden stellen sicher, dass dieser Test qualitätsüberprüft ist. Die Pharmafirmen würden euch alles verkaufen, okay? Auch Tests, die nicht gut funktionieren. Und ich sage euch eine Sache, weil ich ab und zu, das sage ich euch jungen Menschen, ab und zu kritisiere ich Twitter, weil ich sage, da ist eine Diskussionskultur, sowas habe ich noch nie kennengelernt. Also so ein Nebel und wo eine Kritik fast immer als Beleidigung aufgefasst wird. Und in Wirklichkeit kann ich euch sagen, an den guten Universitäten, Elite-Universitäten, macht man jeden Tag Feldkritik. Was habe ich heute gut gemacht? Was habe ich schlecht gemacht? Was kann ich besser machen? Wo muss ich jemand umsetzen? Wo muss jemand, der irgendwo in einer Position schlecht funktioniert, dem tut man einen Gefallen, wenn man ihn in einer anderen Position einsetzt, wo er eben gut funktioniert. Und was eben da eben wichtig ist eben, dass man offen und kritisch Probleme anspricht, die vorhanden sind und nicht Maulkörbe vergibt, wie ich höre. Das ist schlecht, dass die Gemeindeärzte sich in den Zeitungen öffentlich geäußert haben. Ja, hallo, wenn es Probleme gibt, ist wichtig, dass man darüber spricht und dass man die beseitigt. Wenn die digitale Plattform nicht funktioniert, na hallo, ich habe vor 2 Jahren oder 3 Jahren den Wahlkampf mitgemacht und damals hat man mir schon gesagt, die digitalen Plattformen, die Computernetzwerke funktionieren nicht. Ja bitte, das ist ja wichtig, dass man das anspricht und dass man das eben besser macht. Also ich sage, die eine Methode, um so einen Virus zu bekämpfen, eine Methode, um eine Pandemie zu beseitigen, ist eine offene Diskussionskultur, wo alle gemeinsam nach vorne schauen, wo alle gemeinsam Schwachpunkte ansprechen, konstruktiv das machen und wo man gemeinsam danach sucht,
bessere Lösungen zu finden und nicht, wo zwei Köpfe für alle anderen denken und der Rest soll still sein und dort der Maulkorb, weil die zwei, die da oben sitzen, schon alles erledigen werden. Das hat es mal vor 200 Jahren gegeben oder zur Zeit der Inquisition. Das funktioniert nicht. Offene Diskussionskultur, alles ansprechen, konstruktiv und gemeinsam suchen, beste Lösungen zu finden. Danke. Hat Coronavirus trotz Maske die Möglichkeit, den Menschen zu infizieren? Ja, wenn jemand herumläuft und die Nase heraushängt, das ist dem Virus total egal, ob über die Maske, über den Mund reingeht oder in die Nase. So einer kann die Maske gleich einstecken. Wenn Sie die Maske aufsetzen, richtig aufsetzen, dann ist natürlich wieder der Teufel im Detail. Wenn Sie eine chirurgische Maske haben, ist es eine, die nicht so viel Schutz gibt, sagen wir mal im Bereich von 70–80%. Wenn Sie eine FFP2-Maske aufhaben, dann liegt der Schutz im Bereich von 94%. FFP3-Maske noch höher. Nummer 1. Nummer 2, hängt es von Kleinigkeiten ab. Wenn ich mir eine FFP2-Maske aufsetze, ich habe einen Bart, dann schließt die nicht gut ab. Dann habe ich weniger Schutz als wie jemand, der eben der keinen Bart hat. Und dazu kommt natürlich, wenn ich vor Ihnen stehe und ich scheide 1 Million virale Partikel mit jedem Atemzug aus und Sie haben eine Maske auf, versus ich scheide 100 Millionen mit jedem Atemzug aus, dann hängt es nicht nur von der Maske ab. Aber infiziert werden kann man auch trotz Maske. Selten, aber es ist möglich. Okay. Sind Sanifikationen der Räume notwendig und sinnvoll? Ja, ich sage Ihnen da ein Beispiel. Sie wissen, an Universitätskliniken arbeitet man im Forschungsbereich in bestimmten Laboren mit dem Coronavirus. Ist ja hochgefährlich, ist Sicherheitsstufe 3 und da ist der Raum eben mit Coronaviren gefüllt. Natürlich viel, viel mehr als wie zum Beispiel in einem Klassenraum, wo 2, 3 Kinder Virusausscheider sind. Und was macht man in diesen Labors? Über Nacht schaltet man UV-Strahler an. Warum? Weil UV-Strahler den Virus abtöten. Natürlich muss der Mensch den Raum verlassen. Deshalb, wenn in Räumen potenziell Infizierte drinnen sitzen, Sanifizierung absolut richtig. Lüften, sanifizieren und so weiter. Okay. Okay, Herr Professor, sollen die Schulen weiterhin geschlossen bleiben oder möglichst bald wieder öffnen? Ich sage, so bald wie möglich offen, aber im Rahmen des Möglichen. Und ich sage, die Inzidenz von 700, die Südtirol zurzeit hat, ist eine Katastrophe. Kein Land in Europa hat so eine hohe Inzidenz. Wenn sie runtergeht, und jetzt geht sie ja langsam runter, dann soll man so schnell wie möglich öffnen. Und zwar zuerst bei den Kleinen, und das kann man wahrscheinlich bald machen. Die Kleinen zuerst und dann bei den Älteren. Und die große Gefahr ist gar nicht so das Schulzimmer und der Schulraum. Die große Gefahr ist was? Die Zufahrt, die Anfahrt, wenn Sie im Bus drinnen sitzen, wenn Sie im Zug drinnen sitzen, wenn Sie mit Ihrem Freund zur Schule hingehen und die Maske nicht richtig tragen, weil das ist ja der Freund. Und wenn Sie gemeinsam die Pausen machen, da sind die Gefahrenmomente. Aber öffnen, so bald wie möglich. Und wenn die Inzidenz hoch bleibt, dann würde ich sogar raten, liebe Südtiroler Politiker, denkt drüber nach, ob er nicht mit dem Antigen-Test möglichst früh die Schulen öffnet, die Schüler eine Woche vorher durchtesten mit dem Antigen-Test, 2-mal pro Woche und dann jede Woche, genauso wie es die englischen Schulen machen, jedes Klassenzimmer 2-mal durchtesten. Aber Schulen sollen öffnen, so bald wie möglich. Super. Danke, Herr Professor. Diese waren viele Fragen.
Leider ist die Zeit recht verflogen und wir sind schon am Ende unseres Treffens angekommen. Ich bin mir sicher, dass jeder von dem heute besprochenen profitieren und etwas für sich mitnehmen kann. Abschließend ist es mir ein großes Anliegen, alle für die rege Teilnahme aufrichtig zu danken. Ich hoffe, dass uns gelungen ist, Unklarheiten und Zweifel auszuräumen. Ein ganz besonderer Dank geht an Professor Gensbacher, der nicht nur heute, sondern bereits seit Beginn der Pandemie der Südtiroler Landesregierung zur Seite steht und auf Frei Südtirol mit großer Geduld Fragen der Bevölkerung beantwortet und den komplizierten Sachverhalt verständlich darlegt. Siamo ormai giunti al termine del nostro incontro. Credo che ognuno di noi potrà prendere spunto dagli interventi e dalle parole sentite oggi. Ringrazio tutti per l'attenzione, un grazie particolare al professor Gensbacher. Come conclusione passerei volentieri ancora la parola alla nostra intendente Edith Ploner. Darbel Julan. Per me resta l'incima più da ringraziare vos duce duttes che ais tut pert domis de informazione e domandas e rispostas. I creio che sia importante che in una comunità scolastica dais inant informazioni possibilmente fondadas, der che alle trutsch chiara a nos in moment. I savung la società il minungas dar des valias croda, dar contrastantes ince, e pur cale l'importante che l'aurung inant ince sunt il gi asto de buonas informazions fondadas e informazions sviluppaia inant. Pur cal Giulang ai du al moderadu, a Norge Emanuel e ince sambai ai trami du Emanuels, ince al Norge Manuel Valentin e Bruno Ferdig xa argneca la Plataforma pour Budai Feinkötsch Webinar und also wirklich ein großes Dankeschön, Professor Bernd Gensbacher, für Ihre Ausführungen, für Ihre Klarheit, mit der Sie einfach auch Angst nehmen können und vor allem auch fundierte Informationen gegeben haben. Also wir werden gerne mit Ihnen in Kontakt bleiben und werden uns erlauben, Sie nochmals zu kontaktieren und vielleicht mit den Fragen und Antworten auch noch dran zu bleiben. Ich bedanke mich auch für das, was Sie für die Südtiroler Gesellschaft allgemein mit Ihrer Information geben und auch weitergeben. Also ich hoffe, wir können dranbleiben und weiterhin auf Ihre Expertise zurückgreifen. Dankeschön, Belgiulang, grazie a tutti per la partecipazione. Auch ich danke und es freut mich immer, wenn er was für die jungen Menschen tut. Sie sind unsere Zukunft und ich tue alles, was ich kann, habe das schon in meiner Unilaufzeit getan. Junge Menschen sind für mich wichtig, besonders die, die lernen wollen.